das den Dach vom Busch. Eigentlich soll ja eigentlich alldach ein Dach vom Busch sein, sowie auch alldach ein Dach vom Friede soll sein. Wir sie bei dem engen weite wäsch, aber bei dem anderen noch wesentlich mehr weit wäsch. Ein internationalen Aktionstag, den Ende von den 70er Jahren von der Food and Agriculture Organization von den United Nations an die Leben gerufen ist. Damals 1971 war das als Reaktion auf eine massive Destruktion von den Büschern und das weltweit, als das geschieht. Die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation will Heimat von allem den Busch als nachhaltige Leistungen und Aufgaben als lebenswichtiges Ökosystem hervorheben. Den 21. März ist ja eigentlich auch ein symbolischer Tag für die Natur. Das ist quasi ja den Anfang vom Frühjahr, das dem nur den Zeitpunkt, wo die Pflanzen dann noch beim Aufhängen sich Plätze machen, für ihre Aufgaben als CO2-Speicher und als Sauerstofflieferant zu organisieren. Das ist vielleicht noch ein bisschen frei zu erkennen, und aber wie ein Gestern bei dem herrlichen Wetter wie heute durch den Busch spaziert, das kann sich die echt Zeichen und Zeichen erfreuen, die ausweisen, dass es geschwind losgeht, dass es geschwind mehr geringer, mehr farbig an diese Büscher wird sein. Der Busch eigentlich eine Pflanzenformation, die am Kern aus Bäumen abgebaut ist und die ein großes Areal oder ein größer Fläche bedeckt, so dass sich da ein Ökosystem kann aufbauen, die eine Reihe von speziellen und für die Menschheit essentielle Charakteristika developiert. Büscher sind eigentlich ein komplexes Ökosystem. Aber mit einer optimalen Ressourcenausnutzung sind Büscher das produktivste Landökosystem. Nur die Weltmeere, nicht zu vergessen, den Ozeanen, sind sie außerdem der wichtigste Parameter und Regulator vom globalen Klima und das mit einem enormen Faktor d'Influence. Sie stellen gegenüber anderen Nutzformen global betrachtet die wirksamsten Kohlendioxid-Senken durch, also gleichzeitig der wichtigsten Sauerstoffproduzent. Diese Mechanismus der Regulation spielt dem noch eine große Rolle und ist von einer enormen Bedeutung für Fauna und Flora, für Menschen und Tiere, und das soll man und darf man nie unterschätzen. Auch andere Leistungen, die der Busch erbringt, sollten nicht unerwähnt bleiben. Mit einer anderen immenser Biodiversität, mit einem enormen und inestimablen Genpool, mit seinem Regularisierungsmechanismus für proper Wasser, bei Heichwasser, bei der Klimaregulierung, habe ich schon gesagt, bei der Ernährung, als Brennstofflieferant und vieles mehr. Und last but not least, nicht zu vergessen, dass der Busch für uns ja auch ein Raum von der Erholung ist. Die einen gehen daran wandern, die anderen vielleicht Velo, die anderen gehen mit ihren Hunden hin spazieren, auch der Gesang von den Villagern, die ihn da leben kann. Und insgesamt die Schönheit vom Busch, das alles verzaubert ist, auf eine spezielle Art und Weise. Wir bewundern das gerne und wir fühlen uns auch wohl am Busch. Andererseits dürfen wir nicht aus den Augen verlieren, dass die Entwicklung von einem Busch, von den Büschern insgesamt in den letzten Jahren durch Zivilisation, durch Rodung und Abattage für Siedlungs- und Ackerlandflächen zu gewinnen, durch Klimawandel, besonders in den letzten Jahren, durch sinnlose Zerstörung, durch Feuer, durch Nutzung von Holz als Energieträger und auch als Rohstofflieferant viel gelitten hat. Auf manchen Plätzen ist das Welt sogar irreversibel. Es geht darum, hier korrekt Zusammenspieler zu organisieren, und dafür steht als Thema des Jahres der Busch, seine nachhaltige Produktion, also sein nachhaltiger Verbrauch, oder anders ausgedrückt, der Busch, seine Zukunft, seine Nutzung, seine aktive Rolle als Klimaschützer, sozusagen am Mittelpunkt vom internationalen Tag vom Busch. Ich kann und ich will auch nicht alle Aspekte angehen, die wichtig wären, aber heute ist das, bleibt es wichtig, immer nächst darauf aufmerksam zu machen, dass der Busch für uns Wohlbefinden eine enorme Bedeutung hat. Dass es wichtig ist, darauf aufmerksam zu machen, dass uns Büscher enorm unter den vom Klimawandel leiden. Und dass es essentiell bleibt, immer nächst daran zu erinnern, dass der Busch eine enorme Leistung als besonders wertvolles Ökosystem vollbringt. Du hier, dieser kleine Moment, das Zusammenkommen, das symbolische Plantation von einem Baumhäuser Freiheitsplatz. Und also schwer als nicht, ob der Fagus Silvatica oder Trautbuch gefällt, das ist nämlich der deklarierte Baum vom Jahr 2022. Trautbuch Baum, den an Europa heimisch ist, besonders da wiest, wo es echt dann nicht so dreschen ist, wo es nicht so kahl ist,
Meter so Bäm, den noch bis 300 Joer Kanal gehen, an den sogar bis auf 1500 Meter an den Alpen wird wussen, und das eng ideal Brutplatz auch für Villerscher. Also schwa als wie gesot net op die Bäm do gefall, also schwa also beim Treierwald gefallen, aber nicht einfach so. Dass die Bäm den Zter enger Ewigkeit op bei Spielplatz dürfen an der Liberationsstoß, do wo gräseren oder gräser Chantier mat Parkhäusern, Logementer aufhängen, stung, den Doschier dann viele Leute Fried gespannt hat. Ich kann mich erinnern, als Bauf zu groß, wo mir do Football gespielt haben, dass die langen Stängelen von den Weiden, die durchstungen, immer als Gola gezählt haben. Also mengenisch kann ich behaupten, so wie der Carlo Lick wie auch, weil er nicht eine Zeit von der Wäsche gewohnt, dass wir quasi mit den Beam do groß gesehen waren. Die Beam sind ein bisschen mehr groß wie der Carlo, auf für alle Misch, aber das ist einfach etwas, wo ich weiß, okay, die Beam sind die Zeit ganz klein gewesen und die sind halt so groß gehen, und das ist immer schön, wenn eine Baum muss offeren für Projekte, die möchte. Der Baum kann, soll dafür auf anderen, auf neue Plätze zum Patrimoine von der Schöfflinger Beam wurzeln. Trauerweit. Sie steht an der Runde, der Steckbrief, bis zu 2 oder mehr Meter kann sie wurzeln. Sie wies riecht drauf, nur oben aber der Breit. Die Farbe von der Blei ist gel. Und das Blei bleibt besonders an der Zeit vom April bis Mai. Die Form von der Blei ist ein Kätzchen. Die Farbe vom Blatt ist gering. Der Wert vom Baum mit seiner charakteristischer Krone als schön dekorativ, an der Freier doch steht viel Nektar und Pollen für die Beine. Das ist ein heimische Wildpflanze eigentlich, passt bestens an so Parkanlagen. Wissenswert, kurios, auch Tatsache, dass an den Wegen die sogenannten Glycosid-Salicin rumzufinden ist, dass die Produkte, die man an den Aspirinen zuhöhlen oder zuhöhlen wollen, je nachdem, an das man gezählt gehen, dass als Ranner da innen an der Ölsicht lernst den Dümmershaft ganz oft sich schon als Weden verdoen, wenn es kahl ist oder was Erkältungserscheinungen haben, da gehen sie die fressen, für den viel vom Aspirin dann da auch können zu haben. Aber ich denke, das ist eine gute Schwach, die wir hier gemäht haben. Das ist übrigens nicht die einzige Schweit, die wir hier neu setzen. 3 Stück sind aus dem Park herausgeholt worden. Wir hatten eine Überlegung, für sie zu verpflanzen. Das hat uns aber eine ganz Reihe von Suche gekostet, und da sind wir hingegangen und gesagt, okay, wir gucken sie auf andere Plätzen neu anzupflanzen. Es sind noch 3 rausgeholt worden, es sind 6 neu gepflanzt. Eine hier auf der Freiheitsplatz, ich meine, das so gut durch auf den Hügeln, im Schöfflinger Busch, Birsch, da anzupflanzen, und noch auf andere Plätzen. Da will ich aber auch auf hier streichen, dass das Pflanzaktion keine Alibi-Initiative ist. Am Gegenteil. Als Gemeinde aus 20 Jahren fleißig und engagiert für Natur- und Umweltschutz. Bei lieber 20 Jahren kann ich mengen. Für aktive Klimaschutz, ja, all Bäume, die verschwinden durch irgendwelche Bauvorhaben, mich als traurig. Und dafür verstehe ich dann aber auch die Leute mit den kritischen Remarken, besonders an den sozialen Medien, was sie sich über diese Mesuren auslösen. Auf der anderen Seite, Gemeinde Schöffling, der Naturschutz und der Klimaschutz, das ist eine Success Story. Über 1500 Bäume sind an den letzten 10 Jahren neu angepflanzt worden. Zantabel 15 Jahre kriegt alle Schöfflinger Ménage im Kader vom Nationalen Baum in Obstbaum geschenkt, über 500 sind 2018 verdeelt und gepflanzt gehen. Das ist dieser Schritt für mehr Biodiversität zu schaffen, einerseits für euch das als Gemeng quasi auch Couloir oder eine Allee von Bäumen umzusetzen, für auch mehr Grins an der Wirtschaft heranzubringen. Da will ich so, dass wir nicht nur lokal handeln, dass wir uns auch international engagieren. Und zwar seit 7 Jahren unterstützen wir der SPL Rainforest, die am Costa Rica Wertvolles möchte für die nächste Neuaufforstung, der Reboisement von den Urwaldbüschern, die du siehst. Da gehen Hecke gesagt, als Geringanlagen im Zentrum an Neustadt. Gemengen sind Zeichen vom Willen, den Naturschutz hochzuhalten. Also Renaturierungsprojekt rund um die Ölsicht. Die kleinen großen Biotopen erweitern, die wir geschaffen haben. Nicht vielleicht, und nicht einfach so, wie man dafür Auszeichnungen kriegt. Wir brauchen also den Kap nicht an den Sand stechen zu lassen, wir brauchen also auch über Facebook und anderen Medien nicht unbedingt Lektionen erteilen zu lassen. Ich habe gesagt, seit über 20 Jahren, nee, ich gebe bald so, seit über 40 Jahren als Gemeinde konkret und resolut am Ansatz für Umwelt, Natur und Klimaschutz.
Aber wenn ich so 40 Jahre, da kann ich das hin eruieren, weil die kriegt geschwind einen runden Geburtstag und die hat noch nicht mal 20 Jahre angefangen, der Gemeinde zu schaffen, wie so ungefähr. Und dafür können wir sagen, dass man mit 40 Jahren aktiven Klimaschutz betreiben, wo die auch eine breite Hand dafür geschaffen wird. Nicht andere natürlich. Nicht einfach so, sind wir ja dafür auch als Gemeinde als European Energy Award in Gold ausgezeichnet gehen und das schon zweimal rezertifiziert gehen, weil neben den vielen Erfahrungen, die wir für elektrische Energie zu Spuren machen, also auch der Blick immer nicht auf den Naturschutz, auf den Umweltschutz ganz groß gewesen. Nicht mehr als Gemeinde, allein nehmen viele Bürger haben Heimat gemacht, und als Preise an Diplome, die man kriegt, die sind nicht für den Bürgermeister oder den Chefin oder Gemeinderat, nee, es sind Auszeichnungen. Und wir sind wirklich in den Top 10 Gemengen für, also wir spielen an der Champions League mit, für Klimaschutz. Das ist auch ein Merci an eine Anerkennung für die Wille von den Mitbürgern zu machen. Voilà, die Damen und Herren, das ist das, was ich vollzogen. Ich möchte so für die Nullausterin, will allerdings nicht abhalten, ohne ihr Wort oder ein paar Gedanken gesagt zu haben, über das, was 2000 Kilometer mehr weit von uns weg geschieht. Ich weiß, die einzelnen Leute haben die Menge muss die nicht mehr dazu sagen. Ja, die muss das immer sagen. Weil an der Ukraine als einen brutalen, unmenschlichen Krieg am Gang, dort am Misere ging da erlebt von den Leuten, die auf der Platz geblieben sind. Schreckliche Bilder mit zerbombten Kinderkliniken und Kulturhäusern verdeutlichen eine unmenschliche Aktion an die Verbrechen und der Menschheit. Über 3 Millionen Leute sind auf der Flucht. Wenn wir heute die Bäume setzen, da soll die Bäume auch ein Symbol vom Frieden und von der Gerechtigkeit sein. Es soll ein Symbol sein für die Verteidigung und Promotion von der Demokratie. Es soll ein Symbol sein für Menschenrechte, für Gleichheit, für sozialen und kulturellen Fortschritt, für den Zusammenhalt und für die Modernen an einer Gesellschaft. Ob das bei uns in der Gemeinde ist, an dieser Ortschaft Schöffling, ob das hier im Land ist, ob das in Europa ist oder ob das auf der ganzen Welt ist. In diesem Sinn, meine ich, sollen wir die Bäume setzen, wohl wissend, dass im Feld nicht mit den Bäumen gesagt geändert kriegt, mit kleinen Schritten, die sich hier nur summieren, können dazu beitragen, dass wir eine mehr gerechte Welt können erleben. So, ich möchte Sie nur stellen. Zu den Damen und Herren, ich wollte noch so verteidigt, also man so, dass als ein BMS natürlich alles richtig und alles gut an so einem Gedanken große Merci expliziert hat, wie wichtig dass der Busch für uns alle gut und als welche Bedeutung das hört, auch am Kampf gegen den Klimawandel und für uns auch immer gerne an der Natur spazieren gehen. BM stehen natürlich nicht nur am Busch, aber gehören auch viel an als Wirtschaft daran. Und wie führen dann kurz vor dem 21. Februar oder an der Woche 4 BM am Park Gewäsch gefallen sind, die 3-4 Stück. Wird natürlich bei vielen Leuten das Herz geblutet, weil sie in Teil von ihrem Leben lassen sollen auf der Spielplatz oder hier kann auf der Spielplatz an am Schild von den BM verbrüht haben. Ich meine, das nicht zu nieren, das ist einfach Effekt. Okay, das wird an den sozialen Netzwerken du bist gelaufen, ist dann auch immer ein bisschen, ja, das dann so, das muss ich noch mitmachen. In dem Sinn, wo wir vielleicht, das muss ich noch eins so angesteuert, eine kleine Fehler gemacht, wäre vielleicht mehr interessant gewesen, hätte ich am Vierfeld durch eine Panama gerichtet und noch Sachen mehr genau erklärt, was du überhaupt erlebt, weil das die BEM am Fondgehol kondamniert wäre, was denn eigentlich dem Moment für den PHP von dem ganzen Quartier du gestimmt hast. Das ist auch so an Schmengen, aber mich würde gedeiht, mir hätte geguckt, ob es möglich wäre, die Finale mit Weiden zu verpflanzen. Da muss ich ganz klar sagen, ja, es wäre möglich gewesen. Allerdings hätte es bedeutet, dass die BEM quasi aufgeschnitten wären, aber wir hätten nach Schluss einen Stamm für irgendwo bei einem Platz da wird, weil dem könnt ihr schon vorstellen, was die Volumen, den die BEM haben, wie vor man einer Maschine mit denen durchstöber bei einem Platz. Also das wäre eigentlich nicht ganz schwer möglich gewesen. Und das war das den BEM, wenn sie da noch kommen wären, die so bei Weidewert Möglichkeit oder Chance relativ groß, wenn sie noch kommen wären,
dann hätten sie aber nie mehr, lassen wir so, den majestätischen Überblick an das Volumen rumkriegt, diese Lohn. Und ich meine aber auch mit der Aktion, dass man so, okay, wir kriegen ja eben auf der Platz verpflanzt, die behält dann einen großen Teil für sein Volumen, mit der Idee, für den neuen Beam zu setzen, also auch wie am Leben, wir geben neue Beam eine neue Chance, und die wissen noch auf flotte Plätzen, und die werden noch du an Zukunft, dann für die nächsten 40, 50, 60 Jahre, für Schied und für eine agreeable Atmosphäre sorgen. Bei den auch nach muss so, und das ist doch vielleicht auch komplementär zu dem, was Herr Bürgermeister sagt. Wir haben auch an den letzten Jahren zum Beispiel an der Rübas Straßenbämmerem gesagt, leider haben die an den sozialen Medien nicht ganz viel von, die das dann noch begrüßt haben. Ich meine, was auch wichtig ist, wir haben auch einen Park aménagiert, den Park Leonie Kullen, wo eigentlich auch etwas Ernstes vorgesehen wäre. Ich meine, was auch zur Begringung von unserer Wirtschaft, weil das ist auch wichtig, auch für anständige Temperaturen an den Wirtschaften zu kriegen, für Stöps aus der Luft zu suckeln, und auch im Kampf gegen den Klimawandel. Das ist auch wichtig. Und dann darf ich noch nicht vergessen, ja, ein Chantier, also immer mit Dreck verbunden, ein Chantier gesagt, ganz oft aus wie Leiterohren, wie Schlachtfeld. Wenn das Projekt fertig ist, geht auch darum, naturgetreu aménagiert. Und dann freuen wir uns darauf, wenn das dann soweit ist, und wir können, oder als Nachfolger können, irgendwann den neuen Park da arbeiten. So, ich merci.